Aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Burgenlexikon. B wie Backsteinbauten. Aus Feuer gebrannt, Backstein im Mittelalter. Man steht vor einer mittelalterlichen Kirche, einem alten Stadttor oder sogar vor einer Burg. Die Mauern sind rot, die Steine sauber aufeinandergefügt und schon hört man gelegentlich einen Besucher sagen: Das soll aus dem Mittelalter sein. Das sieht doch viel zu modern aus. Backstein, den gab's doch damals gar nicht. Nun ja, das Mittelalter war manchmal eben moderner, als man ihm heute zutraut. Denn Backstein ist keineswegs eine Erfindung der Neuzeit. Ganz im Gegenteil. Gebrannte Ziegel gehören zu den ältesten künstlich hergestellten Baustoffen der Menschheit. Schon die Römer errichteten damit gewaltige Gebäude. Und seit dem Hochmittelalter entstanden auch nördlich der Alpen wieder Kirchen, Stadtmauern, Bürgerhäuser und sogar mächtige Burgen aus Millionen gebrannter Ziegel. Besonders im Norden Deutschlands wurde der rote Backstein schließlich geradezu zum Markenzeichen ganzer Landschaften. Lübeck, Wismar, Stralsund oder die Burgen des Deutschen Ordens wären ohne ihn kaum vorstellbar. Doch warum verwendete man überhaupt Backstein? War er tatsächlich nur ein Ersatz, weil es keinen Naturstein gab? Wie stellte man im Mittelalter Millionen nahezu gleichförmiger Ziegel her? Und warum konnte eine Backsteinmauer unter bestimmten Umständen sogar Vorteile gegenüber einer Mauer aus mächtigen Steinquadern besitzen? Genau darum geht es in diesem Burgenlexikon. B wie Backsteinbauten. Gebrannt, vermörtelt und im Ernstfall auch verteidigt. Ein alter Baustoff wird wiederentdeckt. Die Geschichte des Ziegels beginnt lange vor dem europäischen Mittelalter. Bereits die frühen Hochkulturen des Vorderen Orients verwendeten geformte Lehmziegel. Durch das Brennen des Tons entstand schließlich ein wesentlich härteres und widerstandsfähigeres Baumaterial. Auch Griechen und insbesondere Römer beherrschten die Ziegelherstellung hervorragend. Im Römischen Reich wurden Ziegel für Wohnhäuser ebenso verwendet wie für Thermen, Befestigungen, Gewölbe und monumentale öffentliche Gebäude. Ein eindrucksvolles Beispiel in Deutschland ist die sogenannte Konstantin-Basilika in Trier. Noch heute lässt sie erahnen, welche Dimensionen römische Ziegelarchitektur erreichen konnte. Mit dem Ende des Weströmischen Reiches ging die Herstellung von Bauziegeln nördlich der Alpen jedoch stark zurück. Zwar wurde römisches Material weiterhin verwendet, manchmal holte man die Ziegel einfach aus den antiken Ruinen und vermauerte sie erneut, doch die großmaßstäblichen Herstellungen neuer Backsteine war vielerorts zunächst verschwunden. Ganz vergessen war die Technik allerdings nicht. In Italien blieb die Tradition erhalten und auch aus karolingischer Zeit kennen wir einzelne Backsteinbauten. Ein interessantes deutsches Beispiel ist die Einheitsbasilika in Steinbach bei Michelstadt im Odenwald. Sie wurde 824 bis 827 von Einhard, dem berühmten Gelehrten und Biographen Karls des Großen, als Kirche für seine Besitzungen in Odenwald errichtet. Der weitgehend erhaltene karolingische Bau zählt heute zu den bedeutendsten Beispielen karolingischer Architektur in Deutschland und zeigt, dass Backstein auch nördlich der Alpen bereits im frühen Mittelalter als Baumaterial verwendet war. Der eigentliche Durchbruch erfolgte nördlich der Alpen jedoch erst wieder im 12. Jahrhundert. Von Oberitalien aus verbreiteten sich Technik und Formen des Backsteinsbaus erneut nach Norden. Fast gleichzeitig entstanden in verschiedenen Regionen anspruchsvolle Großbauten. Zu den berühmtesten frühen Beispielen gehören das Kloster Jericho sowie die Dome von Ratzeburg und Lübeck. Zunächst sprechen wir dabei noch von Backsteinromanik. Doch als sich im 13. Jahrhundert die Gotik durchsetzte, begann die große Blütezeit des Materials. Aus dem gebrannten Ton entstanden nun gewaltige Kirchen, Rathäuser, Stadttore, Bürgerhäuser und Burgen. Die Backsteingotik war geboren. Dabei darf man sich diese Architektur keineswegs als billige Notlösung vorstellen.
Gerade die aufwendigen Fassaden mit Blendbögen, Friesen, Formsteinen und glasierten Ziegeln zeigen, dass Backstein bewusst auch Repräsentationen eingesetzt wurde. Aus einem scheinbar einfachen Stück gebrannten Tons war ein Baustoff geworden, mit dem sich ganze Städte gestalten ließen. Wie entsteht ein mittelalterlicher Backstein? Ein Backstein sieht zunächst denkbar einfach aus. Etwas Ton, richtige Formen, ins Feuer werfen, fertig. Ganz so einfach war das natürlich nicht. Am Anfang stand das Rohmaterial, Ton oder geeigneter Lehm, deshalb war für größere Bauvorhaben eine nahegelegene Tongrube von großem Vorteil. Der Transport schwerer Rohstoffe über größere Entfernungen war teuer und aufwendig. Ziegeleien entstanden deshalb häufig möglichst nahe an Rohstoffvorkommen bzw. an großen Baustellen. Der gewonnene Ton konnte allerdings nicht einfach sofort in den Ofen wandern. Er musste aufbereitet, von ungeeigneten Bestandteilen befreit und zu einer möglichst gleichmäßigen Masse verarbeitet werden. Hier sehen wir einen Ausschnitt aus dem Urkataster des 19. Jahrhunderts aus der Oberpfalz mit der Flurbezeichnung beim Ziegler. An der darunterliegenden Hofstelle befand sich einst die Ziegelei. Etwas weiter südlich sind die ehemaligen Ton- bzw. Lehmgruben zu erkennen. Hier wurde das Rohmaterial gewonnen, das anschließend in der nahegelegenen Ziegelei zu Ziegeln verarbeitet und gebrannt wurde. Anschließend kam der Ziegler ins Spiel. Der verarbeitete Ton wurde mit der Hand in eine hölzerne Form gedrückt und anschließend abgestrichen. Auf diese Weise konnten große Mengen annähernd gleich großer Steine hergestellt werden. Völlig identisch waren mittelalterliche Ziegel trotzdem nicht. Wer historische Backsteinmauern genau betrachtet, erkennt Unterschiede in Form, Oberfläche und Farbe. Schließlich entstand jeder einzelne Stein in Handarbeit. Hier rechts im Bild sehen wir die Marienburg im heutigen Polen. An ihrem Mauerwerk lässt sich schön erkennen, dass Backstein keineswegs immer gleich Backstein ist. Schaut man etwas genauer hin, entdeckt man unterschiedliche Ziegelformate, aber auch verschiedene Farbtöne, von kräftigem Rot bis zu dunklen oder helleren Steinen. Solche Unterschiede können Hinweise auf verschiedene Bauphasen oder unterschiedliche Produktionsstätten liefern. Denn die Farbe eines Ziegels hängt unter anderem von der Zusammensetzung des verwendeten Tons und von den Bedingungen beim Brennen ab. Da man den Ton im Mittelalter möglichst aus der näheren Umgebung bezog, konnten sich die Ziegel verschiedener Regionen und Ziegeleien durchaus voneinander unterscheiden. So kann selbst das scheinbar unendliche Backsteinmauerwerk einem kundigen Betrachter einiges über die Baugeschichte eines Gebäudes verraten. Besonders verbreitet waren im Mittelalter große Ziegelformate, die heute häufig unter dem Begriff Klosterformat zusammengefasst werden. Ein typisch mittelalterlicher Backstein konnte beispielsweise ungefähr 30 cm lang, 14 cm breit und 9 cm hoch sein. Neben einfachen Mauernziegeln fertigte man spezielle Formsteine. Damit entstanden Fenstergewände, Bögen, Friese, Gesimse oder sogar komplizierte Maßwerkformen. Gerade die Backsteingotik zeigt eindrucksvoll, wie kunstvoll sich gebrannter Ton verarbeiten ließ. Nach dem Formen mussten die Rohlinge zunächst gründlich getrocknet werden. Und dann kam der entscheidende Moment, der Brand. In Feldbrandöfen oder fest eingerichteten Ziegelöfen wurden große Mengen der getrockneten Rohlinge aufgeschichtet und über längere Zeit hohen Temperaturen ausgesetzt. Das war keineswegs risikolos. War die Temperatur zu niedrig, blieben die Ziegel weich und konnten zu viel Wasser aufnehmen. War sie ungünstig verteilt oder zu hoch, konnten Steine reißen, sich verformen oder teilweise verschmelzen. Deshalb sah nicht jeder Ziegel nach dem Brand gleich aus. Die unterschiedliche Temperatur- und Sauerstoffzufuhr sorgte zugleich für jene charakteristische Farbunterschiede, die wir heute an verschiedenen historischen Mauern besonders reizvoll finden. Von hellem Rot über kräftigen Ziegelrot bis hin zu dunklen, beinahe schwarzen Steinen. Besonders hochwertige Gesteine konnten zusätzlich glasiert werden. Schwarze, grüne oder dunkelrote Glasuren ermöglichen dekorative Muster, die wir noch heute an zahlreichen Bauten der Backsteingotik bewundern können. Und erst danach begann die eigentliche Arbeit des Maurers. Denn selbstverständlich wurden Backsteine im Mittelalter nicht einfach lose aufeinander gestapelt. Sie wurden mit Mörtel vermauert.
Je nachdem, wie die lange Seite, der Läufer, und die kurze Seite, der Binder, angeordnet wurden, entstanden unterschiedliche Mauerverbände. Auch diese können dem Bauforscher heute Hinweise auf Bauzeit und regionale Bautradition geben. Warum gerade Backstein? Damit kommen wir zur vielleicht wichtigsten Frage. Warum entstanden ausgerechnet im Norden Deutschlands so viele Backsteinbauten? Die Antwort liegt zunächst unter unseren Füßen. Oder genauer gesagt, darin, was dort nicht unter unseren Füßen liegt. In großen Teilen der norddeutschen Tiefebene fehlten leicht zugängliche Vorkommen geeigneter Werksteins. Natürlich gab es Feldsteine und eiszeitliche Findlinge, doch diese waren unregelmäßig geformt, oftmals schwer zu bearbeiten und für aufwendige Architektur nur bedingt geeignet. Geeignete Sand- oder Kalkstein über Jahrhunderte Kilometer heranzuschaffen, konnte dagegen enorme Transportkosten verursachen. Ton und Lehm waren vielerorts wesentlich leichter verfügbar. Also stellte man sich den Stein einfach selbst her. Das klingt zunächst nach einem billigen Ersatz, war es aber keineswegs immer. Denn auch die Herstellung von Backsteinen verschlang enorme Mengen an Arbeitskraft und vor allem Brennmaterial. Für eine große Kirche, Stadtbefestigung oder Burg mussten Hunderttausende, manchmal sogar Millionen Ziegel geformt, getrocknet, gebrannt und anschließend zur Baustelle gebracht werden. Backstein war daher nicht zwangsläufig der Stein des armen Mannes. Er konnte sogar zum Prestigematerial werden. Mit Formsteinen, verschiedenfarbigen Ziegeln, Glasuren, Blendbögen und kunstvollen Giebeln entwickelten die Baumeister eine ganz eigene Architektursprache. Besonders die wohlhabenden Hansestädte machten daraus regelrechte Monumente ihres wirtschaftlichen Erfolges. Doch Backstein besaß noch weitere Vorteile. Die einzelnen Steine waren vergleichsweise handlich. Bögen, Gewölbe und komplizierte Formen ließen sich aus den kleinen Einheiten gut herstellen. Spezielle Formsiegel ermöglichten darüber hinaus architektonischen Schmuck. Und Backstein fand selbstverständlich auch im Burgen- und Festungsbau Verwendung. Gerade mit der zunehmenden Verbreitung von Feuerwaffen gewann eine weitere Eigenschaft Bedeutung. Werksteinquader sind hart, aber bei einem schweren Treffer können sie brechen und gefährliche Splitter erzeugen. Ziegelmauerwerk besitzt dagegen einen sehr hohen Anteil an Mörtelfugen. Dadurch konnte sich die Energie eines Treffers auf zahlreiche kleinere Einheiten und Fugen verteilen. Backsteinmauerwerk konnte sich gegenüber Beschuss daher unter bestimmten Voraussetzungen günstiger verhalten als starres Quadermauerwerk. Zudem war die Splitterwirkung geringer und beschädigte Bereiche ließen sich vergleichsweise einfach ausbessern. Natürlich machte das eine Backsteinmauer keineswegs unverwundbar. Eine Kanonenkugel fragte schließlich nicht höflich nach dem Baumaterial. Doch Backstein blieb auch im frühneuzeitlichen Festungsbau ein ausgesprochen wichtiger Baustoff. Und noch etwas sollte man nicht vergessen. Backstein war keineswegs ausschließlich norddeutsch. Auch am Niederrhein, am Oberrhein, in Hessen oder sogar in Bayern entstanden bedeutende mittelalterliche Backsteinbauten. Der Norden machte den Backstein berühmt. Ein Monopol darauf hatte er jedoch nie. 3 Bauten, 3 Aufgaben, ein Baustoff. Was mit Backstein alles möglich war, zeigen 3 völlig unterschiedliche mittelalterliche Bauwerke. Ein Bürgerhaus, eine Kirche und natürlich, wir sind schließlich beim Burgenlexikon, eine Burg. Der alte Schwede in Wismar. Ein besonders schönes Beispiel dafür, wie selbstverständlich Backstein im Mittelalter auch für repräsentative Bürgerhäuser verwendet wurde, finden wir mitten auf dem Marktplatz von Wismar, den sogenannten Alten Schweden. Das stattliche Haus entstand um 1380 und gilt als eines der ältesten erhaltenen Bürgerhäuser der Hansestadt. Damals gehörte Wismar zu den bedeutenden Städten im Ostseeraum. Handel und Wohlstand der Hanse spiegelten sich nicht nur in mächtigen Kirchen und Stadtbefestigungen wider, auch wohlhabende Kaufleute und Patrizier wollten ihren gesellschaftlichen Rang durch repräsentative Häuser zeigen. Und genau das lässt sich am Alten Schweden bis heute erkennen. Besonders auffällig ist seine reich gegliederte backsteingotische Schaufassade zum Marktplatz. Der hohe Staffelgiebel, die schlanken Blendgliederungen und die dekorativen Formen zeigen eindrucksvoll, dass man mit Backstein weit mehr errichten konnte als einfache glatte Mauern.
Durch unterschiedlich gesetzte und teilweise eigens geformte Ziegel entstand architektonische Schmuckformen, die eine Fassade beinahe so reich gestalten konnten wie einen Natursteinbau. Dabei war das Gebäude keineswegs nur ein Wohnhaus. Im mittelalterlichen Wismar waren Wohnen, Handel und Lagerhaltung häufig unter einem Dach vereint. Im Erdgeschoss lag Wohn- und Geschäftsräume, während die darüberliegenden Geschosse vor allem als Speicher dienten. Das Haus war damit Wohnsitz, Arbeitsplatz und Warenlager zugleich. Typisch für ein wohlhabendes Kaufmannshaus einer Hansestadt. Seinen heute so bekannten Namen Alter Schwede erhielt das Gebäude übrigens erst Jahrhunderte später. Mit seiner mittelalterlichen Entstehung hat der Name zunächst überhaupt nichts zu tun. Wismar fiel nach dem Dreißigjährigen Krieg 1648 an Schweden und blieb lange eng mit dem schwedischen Königreich verbunden. Im 19. Jahrhundert erinnerte man sich verstärkt an diese sogenannte Schwedenzeit. Als 1878 in dem alten Bürgerhaus eine Gastwirtschaft eröffnet wurde, etablierte sich schließlich die Bezeichnung Alter Schwede. Auch der sogenannte Schwedenkopf über dem Eingang erinnert heute an dieses Kapitel der Wismarer Geschichte. Das Gebäude überstand damit mehr als 6 Jahrhunderte wechselvoller Stadtgeschichte. 1977 wurde es umfassend restauriert und noch heute wird der Alte Schwede gastronomisch genutzt. Gerade für unser Thema ist dieses Haus deshalb besonders interessant. Es zeigt, dass Backstein im Mittelalter längst nicht nur ein Ersatz für fehlenden Naturstein war. Aus dem gebrannten Ton war ein hochwertiger Baustoff geworden, mit dem sich selbst die repräsentativen Häuser wohlhabender Bürger kunstvoll gestalten ließen. Und kaum irgendwo lässt sich das schöner erkennen als an den großen Backsteingiebeln der alten Hansestadt. St. Marien zu Lübeck, die Mutterkirche der Backsteingotik. Mitten im Zentrum der mächtigen Hansestadt Lübeck erhebt sich mit St. Marien eines der bedeutendsten Bauwerke der norddeutschen Backsteingotik. An dieser Stelle standen bereits seit dem 12. Jahrhundert Vorgängerkirchen, doch mit dem wirtschaftlichen Aufstieg Lübecks genügte der ältere romanische Bau den Ansprüchen der selbstbewussten Kaufmannschaft bald nicht mehr. Um die Mitte des 13. Jahrhunderts begann deshalb der Neubau, der schließlich zwischen etwa 1265 und 1351 seine monumentale hochgotische Gestalt erhielt. Vorbilder waren die großen französischen Kathedralen, deren Architektur hier jedoch nicht in Naturstein, sondern überwiegend in Backstein umgesetzt wurde. Und genau darin liegt die große Bedeutung von St. Marien. Die Baumeister bewiesen, dass sich mit Backstein eine ebenso monumentale und anspruchsvolle gotische Architektur verwirklichen ließ wie mit dem behauenen Naturstein. Das Mittelschiff erreicht eine Gewölbehöhe von beeindruckenden 38,5 Metern, das höchste Backsteingewölbe der Welt. Die beiden Westtürme ragen rund 125 Meter empor. Strebebögen leiten die gewaltigen Kräfte der Gewölbe nach außen ab und ermöglichen die enorme Höhe des Bauwerks. St. Marien wurde damit zum architektonischen Vorbild für zahlreiche Kirchen im gesamten Ostseeraum. Daher trägt sie bis heute den Beinamen Mutterkirche der Backsteingotik. Doch beinahe wäre dieses Meisterwerk verloren gegangen. In der Nacht vom 28. auf den 29. März 1942 wurde St. Marien beim Luftangriff auf Lübeck schwer getroffen und brannte nahezu vollständig aus. Die Dächer und Turmhimmel gingen in Flammen auf, Teile der Gewölbe stürzten ein und zahlreiche bedeutende Kunstwerke wurden vernichtet. Darunter der berühmte Lübecker Totentanz und die historische Totentanzorgel. Noch während des Krieges erhielt die Ruine ein Notdach. Ab 1947 begann der eigentliche Wiederaufbau, der in seinen wesentlichen Teilen bis Ende 1950er Jahre abgeschlossen werden konnte. Heute ist St. Marien nicht nur eines der Wahrzeichen Lübecks und Bestandteil des UNESCO-Welterbes der Lübecker Altstadt. Sie steht zugleich wie kaum ein anderes Bauwerk für die Möglichkeiten des mittelalterlichen Backsteinbaus. Aus vergleichsweise einfachem gebrannten Ton entstand hier eine Architektur, die es in Höhe, Größe und Ausdruckskraft mit den großen steinernen Kathedralen Europas aufnehmen konnte. Und genau deshalb darf St. Marien in einer Geschichte der Backsteinarchitektur nicht fehlen. Burg Linn, 800 Jahre Backstein am Niederrhein. Für unser letztes Beispiel müssen wir nicht
bis zur berühmten Marienburg des Deutschen Ordens reisen und auch nicht an die Ostseeküste. Wir bleiben ganz im Westen Deutschlands und fahren an den Niederrhein nach Krefeld-Linn. Dort erhebt sich mit der Burg Linn eine der ältesten großen Burganlagen des Niederrheins. Die Stadt Krefeld bezeichnet sie heute als eine der ältesten Großburgen des Niederrheins. Und gerade für unser Thema ist Linn außerordentlich interessant, denn der Backsteinbau begann hier erstaunlich früh. Archäologische Untersuchungen zeigten, dass die ältesten Ziegelmauern der Burg wahrscheinlich noch in das späte 12. Jahrhundert gehören. Sie stehen vermutlich mit dem ältesten bekannten Linner Burgherrn Otto von Linn, der etwa von 1170 bis 1220 lebte, in Verbindung. Der Kern dieser frühen Anlage bestand aus einem mächtigen Wohnturm, dessen Grundfläche ungefähr 7 mal 13 Meter betrug. Er war zunächst wohl als freistehender Bau angelegt und wurde später in die wachsende Burganlage einbezogen. Die Stadt Krefeld bestätigt Otto von Linn auch heute als ersten bekannten Linner Burgherrn. Besonders bemerkenswert ist das verwendete Baumaterial. Untersuchungen der Ziegel ergaben, dass die ältesten Backsteine der Burg mit mittelalterlichen Ziegeln aus der Umgebung von Krefeld-Oppum übereinstimmen. Wahrscheinlich wurde der benötigte Ton also nicht aus großer Entfernung herangeschafft, sondern stammte aus der Nähe der Umgebung. Das passt hervorragend zu dem, was wir zuvor über die mittelalterliche Ziegelproduktion gehört haben. Wo geeigneter Lehm bzw. Ton vorhanden war, konnte praktisch in unmittelbarer Nähe einer Großbaustelle eine Ziegelei betrieben werden. Die Untersuchungen weisen ausdrücklich darauf hin, dass für kirchliche Bauten bis ins 13. Jahrhundert häufig nur vorübergehend arbeitende Ziegeleien eingerichtet wurden und vermuten ein solches Vorgehen auch für Burg Linn. Und die Ziegel selbst erzählen noch mehr. An der Burg lassen sich mehrere Gruppen unterschiedlicher Ziegelformate erkennen. Die ältesten Ziegel gehören zu einer frühen Bauphase, weitere Gruppen werden der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zugerechnet. Solche Unterschiede helfen der Bauforschung dabei, einzelne Bauabschnitte voneinander zu unterscheiden. Gerade Linn ist damit ein schönes Beispiel dafür, warum man bei einer Backsteinburg eben nicht nur auf Türme, Fenster und Mauerformen schauen sollte. Manchmal steckt die Baugeschichte buchstäblich in jedem einzelnen Ziegel. Im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts entwickelte sich aus diesen älteren Bauteilen jene große polygonale Burganlage, die Linn bis heute prägt. Ringmauern wurden erweitert und erhöht, Wohnbauten ausgebaut und die Befestigung immer wieder den neuen Anforderungen angepasst. Im 14. Jahrhundert gelangte Linn schließlich in kurkölnischen Besitz und wurde Sitz eines kurfürstlichen Amtmanns. Später kamen weitere Befestigungen hinzu. Um 1475 wurde die große Ringmauer für den Einsatz von Feuerwaffen ausgebaut. Damit ist Burg Linn für unser Thema eigentlich ein ideales Schlussbeispiel. Denn sie zeigt, dass der mittelalterliche Backsteinbau keineswegs nur eine Geschichte der Hansestädte, der Ostseeküste oder der großen Ordensburgen im Osten war. Bereits im späten 12. und im 13. Jahrhundert wurde auch am Niederrhein mit Backstein im Burgenbau experimentiert und schließlich in großem Umfang gebaut. Die heute von Wassergräben umgebene Burg mit ihrer polygonalen Ringmauer und dem Bergfried gehört noch immer zu den markantesten mittelalterlichen Anlagen der Region. Und wer heute vor diesen roten Mauern steht und denkt, Backstein, das sieht doch viel zu modern aus, der wäre damit wieder genau bei unserem Ausgangspunkt angekommen. Denn Backstein ist ja alles andere als modern. Ein Teil der Linner Ziegelmauern blickt auf eine Geschichte von rund 800 Jahren zurück. Schlusswort. Backstein ist also weit mehr als jener rote Baustoff, den viele heute mit Fabrikhallen, Bahnhöfen oder Häusern des 19. Jahrhunderts verbinden. Seine Geschichte reicht Jahrtausende zurück. Die Römer brachten die Ziegeltechnik in großem Umfang auch in die Gebiete nördlich der Alpen. Im frühen Mittelalter geriet sie dort weitgehend in Vergessenheit, bevor sie seit dem 12. Jahrhundert eine erstaunliche Wiedergeburt erlebte. Aus Ton, Wasser, Feuer und viel handwerklichen Können entstand schließlich ein Baustoff, der ganze Landschaften prägen sollte. Kirchen, Klöster, Rathäuser, Bürgerhäuser, Stadtmauern und natürlich Burgen. Und gerade diese Bauwerke zeigen, dass Backstein keineswegs ein minderwertiger Ersatz für Naturstein war. Er konnte praktisch sein, er konnte wehrhaft sein und er konnte ausgesprochen repräsentativ sein. Vielleicht sollten wir deshalb beim nächsten Besuch einer mittelalterlichen Backsteinburg nicht fragen, warum haben die denn keinen richtigen Stein genommen, sondern eher,
Wie viel Ziegel mussten die eigentlich brennen, um das alles zu bauen? Denn wahrscheinlich lautet die Antwort eine ganze Menge. Und nun seid ihr gefragt. Welche mittelalterlichen Backsteinbauten habt ihr bereits besucht? Vielleicht eine Burg, eine Kirche, ein Stadttor oder ein altes Bürgerhaus? Und welcher dieser Bauten ist euch besonders in Erinnerung geblieben? Schreibt es in die Kommentare. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung Historischer Immobilien OHG.